Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Südgipfel beim VfB Stuttgart. Wie immer, bevor wir reingehen, der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja, und damit würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lange rum, gehen wir rein in den Bums. Heute ab nach Stuttgart, aber für die Medienrunde haben wir natürlich Zeit. Natürlich. Und Christoph Freund zu dem Spiel gegen den VfB. Servus Was der miteinander. Ton heute sagt, wa? Und alle, die uns zugeschaltet sind. Los geht's bitte mit der ersten Frage. Reihe 1, Felix Fischer für Sky. Hallo zusammen, guten Morgen. Vielleicht erstmal die klassische Frage nach dem Personal. Sind soweit alle fit und wie sieht es bei vielleicht speziell Alphonso Davies aus? Gibt es ein kleines Update und bei Jamal Musiala? Ich glaube, vom letzten Spiel haben Sie gesehen, natürlich ist Pavlo ausgewechselt. Aber die ersten Nachrichten sind eigentlich sehr gut. Es könnte sein, dass er in den nächsten Tagen schon wieder trainiert. Also nichts Schlimmes, aber Halleluja, das hört sich gut an, weil Pavlo war schon so der kreative Kopf, wenn wir ehrlich sind, ne? Und der das Spiel so ein bisschen angetrieben hat, was heißt wenn? Neben Josh, aber auch gerade dann, wenn Josh halt irgendwie ein bisschen defensiver agiert hat oder so wie gegen Union halt so gar nicht ins Spiel gefunden hat, weil er zugestellt und gepresst wurde und angelaufen wurde. Das kann der Josh ja nicht so. Und da war Pavlo schon ein wichtiger Faktor, ne? ob er fit ist für morgen, das müssen wir noch sehen. Und sonst, ja, Alphonso Davies sehr, sehr knapp dran jetzt. Noch nicht für morgen, aber hoffentlich in der nächsten Woche oder so. Aber sieht gut aus. Und Musiala ist noch ein bisschen weiter, aber das läuft auch alles gut. Und wenn er bevor Weihnachten noch ein paar Mal trainieren kann mit uns, dann sind wir schon sehr zufrieden. Und dann kann 2026 für ihn sein Jahr werden. Der Mann daneben ist Stefan Kumberger für Sport 1, bitte. Guten Morgen. Vincent, Sie haben im Vereinsmagazin 51 gesagt, dass Ihnen Kreativität wichtig ist, dass Sie das beschützen wollen, das schöne Spiel. Jetzt war das Spiel gerade in der zweiten Halbzeit in Berlin ja nicht schön, es war eher schmutzig. Joshua Kimmich war richtig stolz drauf. Können Sie denn diesen dreckigen Siegen, diesen schmutzigen Siegen... Joshua Kimmich war richtig stolz drauf, ja. Sprudel glatt das Wasser an meine Brille. Wenn Joshua Kimmich stolz darauf ist. Ja, aufgrund seiner schlechten Leistung kann er dann auch stolz auf die Mannschaft sein, aber man hat sich halt durch diese schlechten Leistungen auch selber wieder in diese Lage gebracht. Ich meine, wir wurden schon unterstützt durch 2 Eigentore von Union und ja. Aber gut, wie gesagt. Ich habe es schon mehrfach gesagt, ich würde das gerade alles, was jetzt noch so passiert, wir haben noch 4 Spiele vor der Brust. Den ganzen Bums können wir unter einem großen Thema hängen, und zwar Frische. Ja, sowohl mental, was auch bestimmt ein großer Faktor ist, wie physisch. Ja, das ist so das Thema bei uns gerade. Man könnte dem natürlich ein bisschen entgegenwirken, indem man ja, in Spielen wie St. Pauli und so weiter vielleicht einfach mal ein paar andere Spieler aufgestellt hätte. Ich meine, wir haben es gegen Leverkusen gemacht und danach nicht mehr. Das war ein bisschen dumm aus Trainersicht, wie ich finde. Man hätte da ein bisschen besser, glaube ich, gegensteuern können, wie man es gerade tut. Ich bin sehr gespannt, was den VfB Stuttgart anbelangt. Das wird ein hochinteressantes Spiel werden, wo eine Leistung, wie wir sie bei Union gezeigt haben, nicht reichen wird. Ein bisschen was abgewinnen? Gibt es da auch eine Schönheit, die Sie da entdecken? Ja, finde ich schon. Also Finde ich nicht. Ich sage euch auch warum. Ich fand das gegen Paris, weil wir gegen Paris wirklich stark waren in der zweiten Halbzeit und wirklich gut verteidigt haben. Wir haben gegen Union nicht gut verteidigt. Wir haben einfach Glück gehabt. Union hat genug halbe Chancen gehabt, wo, wenn da ein Spieler von besserer Qualität gestanden hätte, daraus mehr passiert wäre. Ansonsten erinnert euch an den Kopfball, der irgendwie 3 Zentimeter neben dem Pfosten ging, etc.
Also wir haben schon viel Glück gehabt. Es war nicht so, dass Union Berlin sich keine Chancen erspielt hat. Ja. Also deswegen sehe ich das nicht, dass man sagt, oh, da bin ich jetzt aber stolz drauf. Ja. Man hat das mit Hängen und Würgen über die Zeit geschafft und boah, weiß ich nicht. Ja. Wenn man jetzt gesagt hätte, jo, alles klar, komm, wir gehen die zweite Halbzeit Defensive an und man hätte die beiden Wechsel von Kim und Ito vielleicht früher gemacht, ja, dann hätte man sagen können, jo, sind wir stolz drauf, haben alles richtig gemacht. So finde ich das sehr schwierig zu sagen. Also ich möchte auch, dass wir immer das Gefühl haben, dass wir nicht zu gut sein für solche Spieler, dass wir dieses... Das ist natürlich richtig, da gehe ich natürlich mit. Ja. Man muss natürlich lobend sagen, wir haben es angenommen. So, ja. Es ging halt einfach nichts, warum auch immer, sei mal dahingestellt, können wir darüber diskutieren. Da gibt es bestimmt ein paar Meinungen zu. Aber wir haben uns dann nicht versteckt oder so. Ja. Wir haben das angenommen, wir haben versucht dagegen zu halten, kämpferisch. Das hat mal besser, mal schlechter geklappt. Und das muss man schon sagen, ja, das ist natürlich eine Entwicklung dieser Mannschaft. So. Kämpfe auch genießen können. Das sind auch schöne Momente, wichtige Momente in einer Saison. Und aber dass gerade Josh da wieder die Zähne aufmacht nach so einem schlechten Spiel von ihm, wo er super viele kritische Fehlpässe hatte. Und finde ich schon schwierig. Ja, finde ich wirklich schwierig. Ich weiß natürlich nicht, was er genau gesagt hat oder ob er seine Leistung auch ein paar Worte zugesagt hat. Ich glaube, er ist da auch selbstkritisch genug, um das einzuordnen. Wie gesagt, es ist immer schwierig, wenn da so ein Satz aus irgendeinem Zusammenhang genommen wird. Ne? naja, die Kreativität war in der ersten Halbzeit da und in der zweiten Halbzeit war was anderes gebraucht. Aber das finde ich immer auch wichtig, nicht, dass man glaubt, okay, das geht nur über schönes Fußball, natürlich lieber. Aber Sie haben den Platz auch gesehen, zweite Halbzeit in Union. Also es gibt Kreativität und dann gibt es in dieser Situation was anderes, die man braucht und das haben die auch gemacht. Ja, da geht, wie gesagt, alles gut, ja. Wenn das Paris wäre, könnten wir das wieder in den Himmel loben. Ey, das war Union. Und jetzt irgendwie auf den Platz zu schielen, ich meine, Union hat es auch hingekriegt, auf diesem Platz Chancen zu erspielen. So, wir haben es nicht hinbekommen. Also, sorry. Was ist das jetzt für ein Argument? Ja? Also, da gehe ich nicht mit. Ja? Es ist völlig fein, wir sind weiter, es war ein Pokalspiel, wir brauchen das nicht überdramatisieren oder sonst was. Alles ist gut. Ja? Denkt in einer Woche keine Sau mehr drüber nach. Und es ist auch richtig, dass wir die Situation angenommen haben. Wir haben gesehen, es geht nichts. Ja? Wie gesagt, die Gründe seien wir dahingestellt, haben dann dagegen gehalten, haben den Kampf angenommen. Alles gut, ja, nicht falsch verstehen. Aber das jetzt hier sich hinzusetzen und zu feiern, als wäre das jetzt die überragende Defensivleistung gewesen, das halte ich dann für kritisch. Ja, da sollte man mal Tacheles reden und sagen, jo, wir haben es geschafft, wir haben dagegen gehalten, wir haben versucht, aber die Leistung war jetzt nicht gut. Ja, dann hätte Union keine Chancen gehabt. Nächster ist Vincent Nochmal, das war nur Union und nicht Paris. So, ja. Schirpke für Münchner Merkur und TZ, bitte. Hallo Herr Company, der Terminkalender ist voll gerade, Union, Stuttgart, Sporting. Wie schaffen Sie es da zu regenerieren, Ihr Team, dass das sich erholt? Kann man Ja, gar nicht, hat man ja gesehen gegen Union. Schaffen tun wir das gerade nicht wirklich, Alter. Sonst hätten wir in der zweiten Halbzeit noch irgendwie ein paar Körner mehr gehabt. Aber es hat nur dafür gereicht, in der eigenen Hälfte zu stehen und irgendwie die Bälle rauszuschlagen. überhaupt richtig trainieren und freuen Sie sich, wenn dann zum Jahresende auch mal eine kleine Pause ansteht? Die Familie freut sich auf jeden Fall, dass es ein bisschen Pause gibt, natürlich, weil Ja, freust du dich nicht, oder was? aber ich genieße das auch. Ich bin angefangen, also nicht angefangen, aber wenn ich Trainer war in England, war das erstmal in die zweite Liga. Und da hast du einen Kalender mit 46 Spiele, glaube ich, nur in die zweite Liga. Und dann hast du noch 2 Pokale noch dazu. Und das muss man auch genießen. Und irgendwann kommst du aus dieser Phase, aber jetzt ist einfach ganz wenig Zeit, sehr, sehr viel arbeiten. Vielleicht sehen Sie das auch an meinen Augen, dass ich ein bisschen weniger geschlafen habe. Aber ich kann das auch genießen. Und für die Spieler muss man... Ja, muss man auch, ne? Sonst bist du im verkehrten Job, Alter. Aber ich meine, wer weiß das besser als Vincent Kompany, der auf super hohem Level Fußball gespielt hat. natürlich die richtige Balance finden, weil es ist ein bisschen eine Mischung zwischen Form und Frischheit.
Aber sonst glaube ich, dass wir auch die Kader haben, um in diesen Wettbewerben auch kompetitiv zu bleiben. Dann ist David Fehrer für die Bild-Zeitung an der Reihe. Bisher ja. Hallo Herr Freund, bei den Kollegen von Sky hat Manuel Neuer groß natürlich geworben für Jonas Urbich als irgendwann mal seinen potenziellen Nachfolger. Morgen geht es im Duell gegen Alexander Nübel. Hat er denn überhaupt noch eine Chance, irgendwann, wenn Manuel Neuer aufhört, hier die Nummer 1 zu werden? Wer, Alexander Nübel oder was? Ja, hoffentlich nicht, Alter. Alexander Nübel? Ja, er ist unser Torwart, spielt eine gute Saison, hat sich nochmal richtig entwickelt die letzten 1-2 Jahre und ist sicher einer der besten Torhüter in Deutschland. Von dem her sind wir sehr, sehr froh, dass wir eben für die Zeit nach Manuel, wenn die irgendwann kommt, sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und dann werden die Entscheidungen dann dahingehend getroffen werden. Macht das Thema Manuel Neuer jetzt nicht wieder auf. Aber wir sind sehr, sehr froh, dass wir da Torhüter in der Hinterhand haben, die auf sehr hohem Level spielen aktuell. Dahinter ist jetzt Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Herr Kompany, es ist klar, dass Sie in allen 3 Wettbewerben überwintern. Das war jetzt ja gerade das Ziel im Pokal. Was ist Ihre Erwartungshaltung noch an diese 4 Spiele? Wann sind Sie so richtig glücklich unterm Weihnachtsbaum? 4 Ja, Siege. wenn wir noch 4 Siegen haben. Das ist sehr einfach. Aber die Antwort haben Sie schon gewusst, Genau. bevor Sie die Frage gestellt haben. Aber trotzdem ist das für mich nur ein ganz großes. Winnie macht schon einen guten Job, Alter. An allen, auch wenn wir immer an Kleinigkeiten rummäkeln, wie mit Belastungssteuerung könnte besser sein, Auswechslung könnten besser sein. Natürlich, ey, aber guck dir, wir haben ein Spiel verloren gegen Arsenal, Alter. Ein Unentschieden bei Union gespielt. Ja, Pokal war jetzt zweite Halbzeit mehr Krampf, aber das ist Pokal, Alter. Ja, so, das ist spät in der Saison, du spielst gegen eine Mannschaft, die viel, viel frischer ist. Also, man darf auch nicht vergessen, dass wir eine Club-WM hatten, kaum eine Vorbereitung, kaum Urlaub. Also, das ist schon ein sehr, sehr starker Job, den der Vinny da gerade macht. Das muss man mal, ja, auch weil sich das manchmal vielleicht alles ein bisschen kritisch anhört hier, wenn ich das so kritisiere, was schlecht läuft. Aber ja, der macht einen Bombenjob bei uns diese Saison. Ja, hat sogar ein Learning aus der letzten Saison gehabt. Ich meine, Lennart Kahl, sei mal dahingestellt, warum, wieso, weshalb. Auch der bekommt seine Chancen regelmäßig. Also es gibt gerade nicht viel, was man ernsthaft kritisieren kann. Wie gesagt, die Belastungssteuerung bei dem einen oder anderen Spieler, dass der immer spielen muss, weil er Harry Kane oder Joshua Kimmich heißt, das ist ein bisschen dumm. Oder weil er Manuel Neuer heißt, aber das war schon immer Winnies Geschichte, dass er an den Spielern festhält, auch wenn sie Fehler machen. Auch das ist fein, wenn Manu sich wieder fängt, ist das alles gut. Ja, das kann man natürlich kritisieren, das tun wir auch. Das ist aber auch alles, Alter. Ja. Nochmal, wir dürfen halt nicht vergessen, wo wir herkommen. Ja. Und dass wir keine Vorbereitung hatten. Kaum Vorbereitung, kaum Urlaub. Ja, das darf man alles nicht vergessen. Und dafür, ey, Hut ab, was wir diese Saison gezeigt haben bisher. Und dass jetzt in den letzten Spielen einfach die Körner fehlen, ich denke, das sieht man. Ja, ja, und da musst du jetzt gucken, dass du noch die 4 Ergebnisse einfährst, die du brauchst, und dann ist gut. Ja, dann hast du wenigstens mal einen kurzen Moment des Durchschnaufens. Fokus. Aber das ist immer Der dann aber auch wohlverdient ist, Alter. so. Erstmal wollten wir in die 3 Wettbewerbe nochmal dabei sein. Und dann ist es jetzt, hat das geklappt und auf einmal reicht das auch nicht mehr. Dann willst du jetzt noch alles gewinnen, was noch gibt. Und ich glaube, dass dieses Jahr 2025, weil die Fragen werden auch irgendwann kommen, dass es bis jetzt einfach dass wir sehr tolle Momente erlebt haben und wir wollen das auch bis zum Ende durchziehen, wenn es geht, und dann 2026 versuchen, nochmal besser zu machen. Dann die zweite Fragerunde vorne bitte. Wieder Felix Fischer. Felix. Mal der Blick auf den Gegner. Was ist Stuttgart für eine Mannschaft? Und muss man auf Dennis Undaff so ein bisschen besonders achten? Machen Sie da was besonders? Hat die letzten 6 Bundesligatore für Stuttgart alle alleine erzielt? Ja, ich kenne Dennis Undaff aus Belgien sehr, sehr gut schon mit Union Saint-Gilloise und es ist halt eine Stürmer im 60-Meter-Raum, die einfach immer treffen kann. Die da sehr gefährlich ist, auch unheimlich schlau.
und manchmal auch auf dem Counter auch sehr, sehr gefährlich sein kann. Und deswegen keine einfache Gegner, aber wir müssen das immer kollektiv lösen. Also dieses Stuttgart-Spiel ist gerade auswärts ein unheimlich schwieriges Spiel, das wissen wir. Wir sind darauf vorbereitet, kostet sehr, sehr viel Kräfte auch immer diese Spiele. Wir haben zwar gewonnen, aber vom Gefühl her waren diese Spiele einfach immer sehr, sehr schwierig. Und ja, wenn wir unsere Leistung bringen, dann können wir gewinnen, aber auf jeden Fall, wir wissen, was auf uns zukommt. Stefan Kumberger, bitte wieder. Herr Freund, die DFL hat die Leihspielerregelung ein bisschen angepasst. Also es müssen Ja, 12 hab ich auch schon Lizenzspieler bei gelesen. jedem Pflichtspiel auf der Spielberechtigungsliste stehen und das Ziel ist, dass eben Top-Talente mehr Einsatzzeit bekommen. Sie werden es wahrscheinlich besser wissen als ich. Welche Auswirkungen hat es auf Ihre Arbeit und auch auf die Gedanken, Spieler zu verleihen? Ja, grundsätzlich ist es ja ein wichtiges Tool für uns, dass wir Spieler verleihen, dass eben Top-Talente auf möglichst hohem Level viel Spielzeit bekommen. Und ich glaube, das ist generell für die Entwicklung von Spielern eine ganz, ganz wichtige Plattform, dass das in Zukunft auch möglich ist, dass eben Spieler verliehen werden können und so Spielpraxis sammeln können. Also es gab ja immer wieder Anpassungen an Anzahl an Leihen, internationale, nationale Leihen. Jetzt gibt es wieder Anpassungen. Ich glaube grundsätzlich, unabhängig jetzt von Bayern München, grundsätzlich für den deutschen Fußball ist es einfach wichtig, dass man ein System findet, wo das möglich ist, weil das, glaube ich, für die Entwicklung, wie ich schon gesagt habe, von jungen Spielern sehr, sehr wichtig ist. Und man sieht es auch in der Vergangenheit, dass oft Spieler dann ihr höchstes Level erreicht haben, wenn sie davor in guten Leihen Spielpraxis sammeln konnten. Und von dem her gibt es da immer wieder einen Austausch, auch mit der DFL, im DFB, um gute Strukturen zu schaffen, dass eben gute Leihen möglich sind. Und da sind wir auch mit dabei natürlich in diesen Diskussionen. Und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, sodass wir diese Möglichkeit schaffen für die jungen Spieler. Dann nach drüben nochmal Klaus Bergmann, bitte. Ich hätte noch mal eine Nachfrage zu Alphonso Davies. Sie haben gesagt, er ist sehr nah dran. Wovon machen Sie es jetzt abhängig? Ob Sie ihn morgen zum Beispiel schon mal mitnehmen, dass er einfach wieder in dem Ablauf auch drin ist? Und können Sie mal schildern, wie war denn die letzten Monate und jetzt auch die letzten Wochen die Entwicklung, wenn Sie ihn im Training sehen? Also ist er körperlich wieder da, wo er vorher war? Er hat natürlich jetzt keine Spielpraxis und so. Also wie haben Sie diese doch schwere, erste ganz große, schwere Verletzung bei ihm erlebt? Ja, ich glaube, gerade bei diesen langfristigen Verletzungen und wir sind auch noch ziemlich früh in die Saison, muss man einfach alles medizinisch richtig machen. Also wir haben im Kopf, dass er gegen Mainz zum ersten Mal vielleicht, wenn alles klappt, Einsatzminuten bekommen kann. Da sind wir schon sehr froh. Das ist schon ein Bonus für uns eigentlich. Und ja, ich möchte auch vielleicht lieber heute oder morgen schon versuchen, aber wir haben jetzt Geduld gehabt bis diesen Moment. Wir haben so lange gewartet. Das bringt jetzt nicht, wenn wir noch ganz, ganz schnell mal pushen. Ob er gegen Sporting schon gerade dabei ist, obwohl er nicht spielen kann, weil wir haben dann noch 2 extra Plätze auf der Bank. Das müssen wir noch mal schauen, aber ich meine, eine Woche können wir noch warten. Das ist kein Problem, schaffen wir. Und Entschuldigung, zweiter Teil von Ihrer Frage? Ja, zu Alphonso Davies haben wir auch ausgiebig durchdiskutiert im Stream. Ich bin sehr gespannt, wie er zurückkommt. In welcher Form und ob, wenn er dann wieder seine Form hat, ob er dann auch die nächsten Stepper machen kann, um den Stellenwert zu rechtfertigen, den er aktuell irgendwie hat. Ja. Mental sehr stark. Und am Anfang, wie jeder Spieler, hat ein bisschen Zeit gebraucht, um wieder diese neue Ja, kommt da ein bisschen mehr auf Twitch-Stream, ist doch alles gut für Alphonso. Motivation zu finden, aber man muss immer die Gedanken haben, wie kann man stärker zurückkommen aus Verletzungen. Und man geht immer davon aus, dass Spieler das schaffen, aber das ist nicht einfach. Und da musst du irgendwann deine Motivation finden, weil normalerweise spielt er so oft und so viele Spiele, dass deine Training fast die Spiele sind. Aber wenn du natürlich 9 Monate alleine bist im Kraftraum oder auf dem Platz, dann kannst du nochmal ganz genau die andere Sache
auf die andere Sache arbeite, die vielleicht genauso wichtig sein für deine Entwicklung. Und das hat er jetzt gemacht und ich glaube, Das heißt, wir sehen einen noch besseren Alphonso Davies, oder? Verstehe ich das gerade richtig? dass er ganz stark zurückkommt aus dieser Verletzung. Bin gespannt. Aber Druck hat er nicht für mich jetzt an Anfang, hat er keinen Druck. Aber mein Gefühl ist, dass er einfach besser zurückkommt aus dieser Verletzung. Okay. Dann haben wir, glaube ich, noch 2 Fragen. Haben wir in der letzten Reihe Kira Rosbach, ja, von Sat.1. Genau. Was wünschen Sie Thomas Müller fürs MLS-Finale morgen? Dass er verliert. Was ist das für eine Frage, Alter? Jetzt mal ernsthaft. Junge, ey. Was wünscht man Thomas Müller? Ja, alles Glück gegen Messis Superclub. Ja, ich weiß ja nicht, ob Müller spielen kann. Da stand da noch irgendwas von angeschlagen, Blasels. Im Idealfall macht er eine Bude und alles ist gut. Ganz deutlich, ein Sieg. Ich Ja. glaube, ganz München wird für Vancouver supporten Samstag. Und wir haben kein Bayern-Spiel in Miami. Nein, also ich glaube, wir setzen alles auf Vancouver und ja, das ist das Gefühl lebt noch, dass Thomas noch bei uns ist auf eine Art. Ich weiß nicht warum, aber trotzdem haben wir das, ja, das stimmt oder nicht. Wir haben das alles verfolgt und da wird auch über gesprochen und ist auch typisch Thomas, dass er sich einen Verein aussucht irgendwo in Kanada und dann in diese Finale kommt und vielleicht wieder noch weil ein Pokal hat er schon gewonnen, wenn ich das gut verstanden habe, aber dass er vielleicht noch mal was gewinnt und das ist auf jeden Fall kein Glück, aber das passiert einfach so mit Thomas, das ist unglaublich. Dann einmal nochmal Stefan Kumberger, bitte. Herr Freund, wie sehen denn Ihre Planungen und Gedanken bezüglich Leon Goretzka aus, angesichts der Tatsache, dass der Trainer ja in den großen Spielen PSG, Arsenal, Chelsea, Dortmund, jetzt auch Union eher auf Alex Pavlovic setzt in der Startelf? Ich glaube, der Leon hat viele Spiele gemacht, auch heuer in dieser Saison, hat viele wichtige Spiele gemacht für uns. Wir wissen, was wir an ihm haben. Ist auch ganz eine wichtige Persönlichkeit auch in unserer Mannschaft. Über den Leon wurde ja viel diskutiert in den letzten 1-2 Jahren über seine Situation immer wieder und er hat immer wieder gezeigt, wie er zurückgekommen ist, hat der Mannschaft immer wieder geholfen, hat viele Minuten. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also diese Saison habe ich noch, keine Ahnung, ich müsste mal in meinen Fall gucken, mal die Benotung bei Leon Goretzka, aber vielleicht tue ich ihm da Unrecht, komm, ich gucke mal hier rein, aber ich kann mich nicht an irgendwie die große Bombe daran erinnern, dass Leon Goretzka mal eine gute Phase hatte, wo er mal 2, 3 starke Spiele gemacht hat. Geschweige denn, dass er mal irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ist alles viel Mittelmaß und ja. Leon Goretzka, Noten. 4, 4,5, 3, 4, 3, 4,5, 4,5, 3, 3, 3, 5, 5, 4. Das sind die Noten von Leon Goretzka diese Saison, die ich vergeben habe. Ja, sagt eigentlich alles aus, oder? Auf dem Platz gute Leistungen gebracht und ist auch in jedem Training ganz wichtig für die Mannschaft. Auch seine Erfahrung. Er hat einfach ganz viele Erfahrungen gesammelt schon in den letzten 10 Jahren und in den letzten 7, 8 Jahren, wo er bei Bayern München. Ich kann dieses Erfahrungsscheiß nicht mehr hören, Alter, sag ich euch, wie es ist. Sorry. Ey, wenn wir einen Kritikpunkt haben, ey, dann ist es dieses Erfahrung über Leistung stellen. Das ist beim FC Bayern der Fall. Er hat viele Titel gewonnen und das bringt er einfach tagtäglich ein und jedes Mal, wenn er am Platz steht, ist er ganz ein wichtiger Part für unsere Mannschaft. Dann letzte Frage bitte, Vincent Schirpke nochmal. Auch nochmal eine Frage an Herrn Freund. Es steht ja bald das Wintertransferfenster an. Jetzt könnte man sagen, der FC Bayern steht in allen 3 Wettbewerben sehr gut da. Es gibt also wenig Handlungsbedarf. Wie sehen Sie das? Soll so bleiben? Wird nochmal nachgelegt? Können Sie uns da in Ihre Überlegungen mit reinnehmen? Was willst du Und nachlegen? wir haben es, glaube ich, schon öfter gesagt, dass wir echt sehr zufrieden sind mit unserem Kader. Ja. Und für uns eigentlich wie 3 Neuverpflichtungen, hoffentlich die im Jänner dann wieder ganz 100% mit dabei sind, mit Fonsi, Jamal und Hiroki. Das, was uns sehr gut tun wird in der Tiefe und in der Qualität des Kaders, weil es einfach richtig gute Spieler sind.
Und von dem her haben wir gewusst jetzt im Herbst, dass wir einen eher dünneren Kader haben, dass wir sorgsam mit unseren Jungs umgehen müssen, weil einfach jede Verletzung jetzt extrem wehgetan hätte. Und von dem her sind wir bis jetzt wirklich gut durchgekommen und sind wir in unserem Kader sehr, sehr zufrieden und freuen uns wirklich auf 3 Winterneuzugänge, die dann am Bena wieder dabei sind. Und von dem her, glaube ich, sind wir dann gut aufgestellt. Alright, Dankeschön. Sehen wir uns morgen in Stuttgart. Bis dann. Servus. Alright. Ja, es gibt keinerlei Grund, irgendwas zu verpflichten. Du nutzt ja jetzt schon nicht die Kaderbreite, die du hast. Guckt euch einen Tom Bischoff an, der, wenn er spielt, immer liefert, und guckt euch an, wie oft er gespielt hat. Du nutzt ja noch nicht immer diese Kaderbreite, die du hast. Ja. Also über was reden wir? Sascha Boye, I don't know, durfte mal die 3,5 Spiele machen, das war's. Seitdem spielt er keinerlei Rolle mehr. Also du nutzt ja noch nicht mal jetzt die Kaderbreite, die du hast. Was willst du jetzt noch verpflichten? Ja, wie gesagt, kommt Davis, Jamal und Ito ist schon zurück. Ja, du brauchst nichts verpflichten. Völliger Schwachsinn. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Hoffentlich auf ein schönes Spiel. Ich denke, es wird ein schwieriges Spiel beim VfB. Und ja, hoffentlich kriegen wir es ergebnistechnisch irgendwie gewuppt. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Haut rein.